Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir haben unser Lavendel-Journal und ich habe einmal mal gesagt, der Rücken gefällt mir noch nicht ganz so gut, weil ich gefunden habe, ich habe ja zuerst die Spitzen hier aufgeleimt und nachher habe ich die Signaturen eingenäht. Und jetzt sind halt auf dieser Spitze oben sind halt die Schnürchen von der Signaturen. Und ich habe gesagt, es wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn man jetzt erst nachher die Spitze draufgeklebt hat. Das würde mir wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen. Aber dann habe ich gefunden, ja no, ich kann ja schon noch irgendetwas drauf machen. Und jetzt bin ich hier letztens gerade im Söstrene gänkeln. Und dann sind mir da die Lavendel angekumpelt. Und ich habe jetzt gefunden, wenn man doch jetzt da irgend so ein Büschchen Lavendel einfach noch so drauf tun, mit einem schönen Bändeli da, irgendein so ein Satin-Bändeli, schön zusammenbinden, so wie ein kleines Mini-Sträusschen. Das wäre doch super perfekt, würde das passen da hinten auf unseren Buchrücken. Und das wollen wir doch jetzt gerade mal angehen. Ich habe mich da entschieden für die 3. Das da irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen komisch für den Bogen. Und es wäre ein bisschen zu viel. Es wäre ein bisschen zu viel. 3 finde ich gerade so okay. Dann probiere ich das doch mal abzuschnetzeln. So, ich schneide das hier mal ab. Aha, ja, es hat noch Draht drin. Das habe ich noch fast vermutet. Zack, aber es passt. Meine arme Bastelschere, die muss jetzt halt hier durch. Und jetzt war noch die Frage, die sind ja da so drauf gesteckt, ob ich die abnehmen soll. Wenn ich die abnehme, sind die alle gleich gross. Dann könnte man sie einfach ein bisschen so zusammenbinden. Dann. Und dann da vielleicht die da noch so ein bisschen verschönern, weil das so komische Kugeln sind. Oder? Es wäre schon schön, wenn es ein kleines Sträusschen gäbe. So in der Mitte so zusammengebunden mit einem Mäschchen. Ja, ich glaube, das wäre gut. Und man kann es ja schnell testen, wenn jetzt alle gleich gross wären. Nein, das geht nicht. He? Genau, das brauchen wir auch nicht. Also hätte ich meine Schere gar nicht malträtieren müssen. Ich hätte es vorher ausprobieren und die einfach mal abzupfen. Ja, no. Sind wir wieder um eine Erfahrung reicher. Das heisst, ich schneide mir jetzt da mal die komischen Kügel ab, oder was das ist. So. Da einfach die ein bisschen hübscher zuschneiden, die Enden. Dass es ein bisschen natürlicher aussieht, so wie jetzt da mit der komischen Kugel dran. So. Zack. Ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, ich tue das dann vielleicht mit Heißleim anleimen, aber ich tue es auch noch probiere es ein bisschen anzunähen. Weil ich habe das Gefühl, so Sachen, so grosse, dicke Sachen, die mit Heißleim einfach so oben drauf sind, die sind dann schnell mal weg, wenn man da ein bisschen zu fest anlenkt oder bewegt, wenn es jetzt nicht gerade Stoff ist. So Plastikzeug
Ich kann mich ja sehr gäbig anleimen, aber es ist halt einfach dann nicht für die Ewigkeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So. Brauchen wir ja gar noch nicht. Jetzt müssen wir da zuerst einmal büscheln. So, so, und dann binden wir es etwa hier zusammen. Mit so einem Satinbändchen. Die Frage, wie die schauen müssen. Muss das hier noch umgedreht sein? Echt? Ja. Und ist es blöd jetzt? Gleich in die Richtung? Oder alle in die gleiche Richtung? Das ist echt komisch. Oder die so. Und das so. Da müsste man jetzt einen Florist haben, der einem das sagt. Aber ich glaube, so ist gut. So ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, komm. So. So. Ja. Ja, ich glaube, das ist gut. Jetzt machen wir auch noch einen Doppelknopf. Dass es auch ganz sicher einmal hebt. So. Dann können wir ein bisschen entspannter weiter basteln. Dann brauchen wir noch ein schönes Schläufchen. So. Hallo. So. Und so. Das ist doch süß. Und dann können wir das noch abschneiden. Auf die gewünschte Größe. Mit einer Schere, die auch wirklich schneidet am liebsten. Okay. Die zweite Schere, die nicht schneidet. Doch, jetzt. Was ist los? So. Einmal so. Und einmal so. Voilà. Das ist ja das gleiche Satinbändchen, wie wir hier auch schon reingenäht haben. Immer schön rundherum. Darum passt das natürlich auch ganz besonders gut. Und jetzt, man sieht gerade genau nicht den ganzen Buchrücken. Das ist ein bisschen dumm. Vielleicht kann ich ein bisschen... So, also so sollte es drauf kommen. Da müssen wir gleich noch ein bisschen abschneiden. Nicht mit der Stoffschere. So. Also, damit es mal hebt, würde ich sagen, ich tue jetzt mal ein bisschen mit Heißleim zuerst. Und dann kann ich immer noch schauen, wo ich es dann probieren anzunähen. Aha, Leim wäre jetzt noch gut. So. Gut, also.
Haha, aua. Finger verbrennt. So, ich weiß gar nicht, ob ich denn da wirklich gut herkomme mit Nähen. Und ob ich es dann nicht... Die Frage ist, ob ich es dann nicht mit Nähen schon fast irgendwie... Will ich dann nähen, das wieder abrupfen? Keine Ahnung. Jetzt haben wir den noch ein bisschen da. So. Hey, ich glaube, ich tue da gar nicht mehr dran rumnähen. Ich habe mir zwar mein Nödeli schon parat gemacht. Hier. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier anfange dran rumfigurieren, ob das wirklich so gut kommt, das bezweifle ich ehrlich gesagt ein bisschen. Und ich denke fast, das reicht so. Man hat ja auch ein bisschen Sorge zu diesem Zeug. Man stellt es in den Schrank oder also ins Gestell. Dann steht es so und das schaut hinten raus. Ich habe fast das Gefühl, das reicht. Genau. Wenn sie so vorne drauf wäre, wäre es glaube ich etwas anderes, weil wenn man es dann ins Gestell hineinstellt, zwischen die anderen Bücher und so weiter, dann kann es noch eher sein, dass da vielleicht ein bisschen etwas abkommt. Aber ich glaube, so ein Buchrücken, ich glaube, das hat genug gut. Ich habe jetzt auch recht viel Leimdraht hier. Und das hier wäre nicht einmal nötig gewesen, aber das eben auch ein bisschen. Hier oben tue ich nicht mehr und das darf auch los sein. So! Hey, ich finde es voll herzig. Es ist mega süß. Jetzt haben wir keinen Fokus mehr, gell? Hallo, Fokus. So, genau. Ja, ich finde es super. Ich finde, ja, halt Lavendel Journal, gell? Lavendel. Perfekt, ich habe mega Freude. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spass gemacht beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!